Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 11. Ditmal noch mehr von unserem Reitmerken zu Weihnachten und vom Weihnachten vieren in onze Kinder- und Jugendjahren in Mexiko. Und dann von einem zu Schulten oder Schultenbad. Viele Morakjes in ihre großen Märkes, wenn sie die all haben, mögen für jeder Weihnachten neue Pappen für die kleinen Märkes. Aber um das daunen zu können, mussten ihre Pappen erst verschwingen. Und dann, kurz vor Weihnachten, verschwungen die kleinen Märkes ihre Pappen einen Tag so, dass sie die bloß noch nicht finden konnten. Denn ihre Mutter hat die genommen. Und dann tragen sie diese Pappen ihre selbstgemerkte Körpertjes so ein bisschen hingerechts von der Aluminium gegotene Kappjes los. Vor deze kaapjes war der Schmack, milk nieuwe pappen karpatjes, armpjes en beintjes, en stapte val, schnetzelt nieuwe feitjes en handjes uit, en verfde ook Schmack. En dan näht sie diese nieuwe karpatjes schmacktaub, en nähte an die nie geformte karpatjes waren an. En dan näht sie ook nieuwe kleidertjes voor de pappen. Und dann kriegen ihre Märkes die Wada aus neue Pappen zu Weihnachten. Einmal hat meine Frau dort für unsere älteste Feiermärkes auch so gemerkt. Alle Feierpappen wären kurz vor Weihnachten so verschwungen, dass die Märkes und ihre Eltern die bloß noch nicht finden konnten. Und ihre Mutter mögt an schmacke neue Pappen zu Weihnachten und wollte hoch bovenop unserem Glasshop verstärken holen, was sie vor sich hat. Aber dann sah Mutter einen Tag, wo eine von ihren Märkes, wo eine meist so leicht hochklettern können als eine Maus, dass sie an diesem Glasshop hochklettert und abcheckt und dann sehr hastig raufkam. Und so deed als wenn nichts wäre. Sie wäre scheinbar nicht da wären am Glasshop hochgeklettert, dass sie die Pappen da sein will, aber ihre Mutter wusste ganz sicher, dass sie die sein hat. Die Tatsache, dass sie sich so stahlt, als wenn nichts wäre, so dachte ich wenigstens, wäre vielleicht Beweis dafür, dass die kleinen Märkes sehr gut wussten, dass ihre Pappen gar nicht wachgekommen wären, aber dass die am Weihnachtsmorgen an ihre abgestaltet kommen Schmack nie gemerkt, war da erschienen wurden. Vielleicht haben unsere Märkes auch miteinander davon geredet, dass eine von ihnen ihre Pappen gesehen hat, aber zu uns hat keine von ihnen davon ein Wort gesagt. Auch danach nicht, als sie sich am Weihnachtsmorgen an ihre kommen war, gefangen hatten. Was passiert bei uns am 24. Dezember zu Ovens, den wir Helge Abend nannten? Als wir noch Kinder wären, dann stahl wir am 24. Dezember zu Ovens, ehe wir zu Bad gingen, jeder eine kam ab dem Kirchendärchen ab, schreiben in jeder seinen Namen auf einem Papierchen ab und läden dort an unsere Kommen an und wären dann reit zum Schluppen gehen. Und wir wussten alle, dass unsere Weihnachtsgeschenke am nächsten Morgen wurden an unsere Kommenden angelegt worden sein. Einige von meinen Geschwistern weigten an dieser Nacht all atlige Mahlfesten ab und wären am liebsten all jeder Mal noch sein gegangen, was an ihre Kommen für Weihnachtsgeschenke wurden und angelegt worden sind.
Aber unsere Eltern hatten uns gesagt, dass keiner von uns, ich glaube, dass wir verklagt saß zum Morgens checken gehen darf. Aber wenn der Klock dann am Weihnachtsmorgen endlich saß schlug, dann wir auch alle tegelijk reitem nachsehen gehen, was wir wurden für Geschenke gekriegt haben. 2 von den älteren Schwestern gingen mit jeder eine brennende Eillampe vorab und sahen die auf den Dächen ab, sodass wir alle was sehen können, und wir andere versuchten alle am schwinsten bei uns kommen zu kommen. Und was fangen wir an uns kommen? Was haben wir zu Weihnachten gekriegt? Wir wussten alle, dass unser Kommen voll oder wenn die Kommen zu groß wären, wenigstens sportlich voll nachschwach sein würden. Alle anderen Geschenke lagen entweder auf dem Nachschwach an unser Kommen oder besiede Kommen. Und wir wussten auch, dass wir meistens mal neue Kleider, Hemden, Bächsen, Stramp und vielleicht auch mal Schau oder einen sinnlichen Hut kriegen würden und so weiter. Aber wir freuten uns jeder Weihnachten auf neue unsere Geschenke. Die Mädels kriegen meistens 2, zu 1 oder 2 Kleider, zu Schaldecker, Unterrock und so weiter. Die Kinder kriegen immer Mahl- oder Tuschbecher und Tusch, Stangentusch oder Penseltusch, Bleistift und Linienhalt und so weiter. Oder mal Bilderbecher, so aus Max und Moritz, Schneewittchen, Hansel und Gretel und andere Becher. Das Nachschwach an unser Kam bestand aus Peanuts, Chocolate, Candy und Apfelsinen und so weiter. Die älteren Jungs kriegen meistens mehr sinnliche Kleider, Hemden, Bächsen und Jacken und so weiter. Während meine Kinderjahren kriegen einige von den wohlhabenden Eltern ihre Jungs so eine Spielsachen aus ein kleiner Zug oder Taub, Stahlsets, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber unsere Eltern wären da noch zu arm, um ihre viele Kinder diese Spielsachen zu kennen. Ich erinnere mich darüber an, dass ich einmal einen Bromkriesel zu Weihnachten krieg, und wo im Atelier Stimmen angebüht wären und sogar da noch piepten, wobei sich die dreht. Mit so eine Stimmen aus dem Milchschirr haut. Ich erinnere mich auch daran, dass wir Jungs während unserer Jugendjahren jeder einmal einen ladenen Wein kriegen zu Weihnachten. Und als ich dachte, dass es so weit gekommen wäre, dass ich einen Lader Wein kriegen kann, dann versuchte ich Mutter zu überreden, dass mein Wein nicht kneip, aber eine damals sogenannte Schlerz oder Zipper haben soll. Der Zipper teilt damals aber noch zu einer neuen Mode. Und nicht alle Eltern, auch unsere Eltern, wären nicht willig, ihre Jungs und Mädchen mit neuen Moden anfangen zu unterstützen. Immer war da werden Oms und viele Eltern jähen jeder neue Mode. Und ich hatte diese Weihnacht wohl einen schmacken brünen Laderwanig gekriegt, aber ich muss mich noch weiter dort checken, dass die Kneipe hat und nicht eine Schlerz, einen Zipper, den alle Jungs damals überall so gern haben wollen. Die sogenannten Schlerzen waren aber so bosig meiner Mode, dass meine jüngeren Brüder wenige Jahre later all Laderwanigs mit Schlerzen oder Zippers kriegen. Und bloemen uit op dem Südeng von daar woonden Isaac Reimers. En Onkel Reimer verstond dat van meest irgendwas so ein bisschen Spaß zu merken. Und als hij dat an einem Sonntag toehielt, wo einige Vordersch sich über so eine neue Moden aus Schlerzen an de Jacken en steht Kneipp abreden, dann sieht Onkel Reimer ungefähr so. Ach, die Feind hat bloß eine Tonne voll Moden. Und die fliegt immer weiter so durch, dass, wenn eine neue Modenbit alt wird, dann leuchtet die ganz ungen an der Tonnen an, und dann ist die nächste Mode an der Reihe. Und wenn er seine Moden dann bei ungen an der Tonne so durchgefliegt hat, dann stellt er die Tonne über Kopf, sodass die unterste, älteste Mode, war die nächste Mode wird, und ganz boven an dieser Tonne liegt. Und dann flieht er seine Moden weiter von niem so durch.
Aber duren ik weten van jou, dat onkel Rema maar zum Deil reicht wir. Dann war dat mit vielen Moden in dieser Welt auch so als hij dat in seinem Leben beobachtet hat. Dann sind aber so eine Dinge als zum Beispiel die Zippers keinmal mehr uit de Mode gekommen. Und da sind besonders in den letzten Jahren noch sehr viele neue Moden abgekommen, wo de Feind nicht von einen an seine Tarn nach boven genommen und von niem gebrockt hat, wo er von ganz das vorhergenommen hat. In unseren Jugendjahren war dort in unserem mennonitischen Port von der Welt so, dass, wenn zum Beispiel ein jugendliches Mädchen ein strammes Kleid gekriegt hat, und ihre Kameradinnen oder Gesellschaftsschwestern sehr schmacksach, dann hatten die bald alle gekriegt so ein strammes Kleid. Aber von der schien dort wenigstens bei uns in Kanada kriegt das Gegenteil zusammen. Wenn all ein oder höchstens zwei Mädchen oder Kameradinnen an eine Schule, an eine Kirche oder an ein von unseren Dörfern oder Städtchen ein gewisses strammes Kleid haben, dann will all jeder andere Mädchen unbedingt nicht kriegt so ein Kleid haben und so weiter. Nu aber war das Trick noch, wo wir in Mexiko in unsere Kinder in Jugendjahren Weihnachten vierten. In Mexiko ab die mennonitische Kolonien vierten alle Oldkolonien in Sommerfelder dort Weihnachtsfest traditionellerweise immer mit 3 sogenannte Helgedag. Das war damals, und das ist auch von der noch, sehr praktisch für unsere Familienfaste. Dann so eine Eltern wollen auch noch beidseitig Eltern haben oder wenigstens noch mit beidseitige Geschwister taub Weihnachten vierten und ab viele Städten auch von der noch so vieren. Die brauchen 2 Helgedag um bei ihren beiden paar Eltern oder mit beidseitige Geschwister taub dort Weihnachtsfest vieren und einen mit ihren Kindern und Großkindern taub. Und bei uns Tüs, wo eine große Familie Weihnachten am mittelsten Helgedag taub kam, und auch immer jeder Weihnacht noch mehr Großkinder dort wären, da viert wie so Weihnachten. All ziemlich tidig am Tag fängt das Mittageten an. In der Mittagsmahlzeit bestund traditionellerweise jeder Weihnachten ein Komsbarst, Plümenmus, kaltes gekochtes Rindfleisch oder auch manchmal noch Leberwurst, Zwieback und Kaffee. Erst eiten die Mann und dann die Frühs. Am Schwinder mit dem Mittageten fertig zu werden, nahm jeder früh ihren Mann sein Däschgeschirr und eit dort auch schwind. Natürlicherweise eiten sie mit ihren kleinsten Kindern taub. Und wenn sie gegeten hatten, dann eiten all die anderen Kinder. Und wenn wir alle Mittag gegeten hatten und die Mädchen frühs abgewaschen hatten, dann sahen all die erwachsenen Personen sich an unsere große Stove so an. In unsere große Stove war Büter gewöhnlich groß. Dort Vater und Mutter und jeder eine Seite vom Ecktisch saßen. Die Männer alle an eine Seite und die Frühs alle an der anderen Seite. Und dann mussten unsere jüngere Brüder und all die Großkinder dann kommen, sich entweder einzelwies oder in Gruppen, da noch, wo noch alle über eine Wünschen und Leider gelehrt hatten, dicht für die Eltern anstellen und ihre Wünschen und Leider absahen. Dabei hatten alle Männer eine Handvoll Pesos, 50 Cent oder 20 Centavos Geldstecker reit, und jeder Kind ging, wenn er gewünscht hat, erst bei unserer Mutter, ihre Großmutter, vorbei und nahm eine Tüte voll Naschwerk aus ihrer Hand und ging dann der Reihe Männer der Länge und nahm von jeder Mann jeden ein Geldsteck entgegen. Und wenn das Wünschen und Leider absahen fertig war, dann kriegen die kleineren Kinder meistens noch eine volle Ballon, wir nennen das eine Bloß, und während diese damit spielten, sungen wir Erwachsene noch taub atlige Weihnachtslieder und spazierten noch so ein Beet. Aber bei unserem Spazieren gerät wie Mütter und Väter all viel mag die kleineren Kinder wils, den ihre Blosen anfangen, eine oder andere abzuknallen. Und da wir hielten,
oder unzufrieden worden. Aber dann war das bald Fastpartiet. Und die Fastpartiet bestand jeder Mal an ein paar Sorten von Kuchen, Kringel und zwei Backjes, Zuckerstecher und Kaffee. Und die Männer eiten auch auf Fastbar war das erste. Und dann nehmen früher war Männer gebrauchte Geschirr und eiten dort. Und zwar war das mit kleinsten Kindern tegelijk. Und dann eiten war all die anderen Kinder. Als alle 17 Geschwister bitte eine Schwester befreit werden, dann wird die Familie Zoll all sehr groß geworden, wohnen bei unseren Eltern am zweiten Weihnachtshelldach Topkheim. Und wenn erst all die Aktivitäten von unserem traditionellen Weihnachtsfeiern zum Ende gekommen wären, dann wird der Tag auch zum Ende kommen. Meine Frau sagt, in ihrem Heim haben die Kinder kommen an der großen Stove auf die Kiste abgestellt, nicht so als bei uns, auf unserem Kirchendach. Übrigens wird die Freusenfamilie Weihnachten feiern, nicht sehr viel anders, als das bei uns wäre. Vielleicht soll noch wer von Jü vertellen, wo in jenem Heim Weihnachten gefeiert wird, als die Kinder und Jugendliche wären. In unserem Land wird dicht bei Weihnachten viel von einem Nikolaus geredet, besonders in der Geschäftswelt. Und in unseren Kinder- und Jugendjahren, und auch later noch, wird bei vielen Familien in mennonitischen Dörfern in Mexiko auch viel von einem Nikolaus geredet. Viele Eltern versuchten, ihre Kinder, wenigstens ihre kleinen Kinder, anzubilden, dort der Nikolaus war, wo an die Weihnachtsgeschenke bracht. Von wonem sie sehen, dort die Märden in der Nacht zum Schornstein in Hus nennt kam. Und wenn dort dicht bei Weihnachten kam, und ein kleines Kind nicht gut gehorchen will, dann wird dem Kind manchmal gesagt, der Nikolaus hier dort, oder sit dort, wenn du nicht schmack bist. Und der wird die nicht bringen, wenn du nicht schmack sein wirst. Einige Eltern wollen von mir auch als Schullehrer noch haben, dat ich ihre Kinder in der Schule dort anbilden soll, dass es der Nikolaus wäre, wer an die Weihnachtsgeschenke bracht. Aber ich will die Kinder viel lieber verstehen lehren, dass wir am Weihnachtsfest Jesus seinen Geburtstag feiern, als dass es ein Nikolaus gibt. Bei uns Hus, wo ich abwas, wird nicht viel von einem Nikolaus geredet. Und meine Frau und ich reden zu unseren Kindern auch nicht viel von einem Nikolaus. Im Gegenteil, wir versuchten unsere Kinder, wie ich Schullehrer war, und wie wir abpassen mussten, dort wie unsere Kinder in dieser Sache nicht so eine Kinder negativ anstalten, wo in ihrem Heim so gelehrt worden, dass es ein Nikolaus gibt, vorsichtig dort Teil zu lehren. Aber bei vielen Eltern merken bei uns auch in unserer Zeit ihre Kinder an einen Nikolaus leben. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch ein klein bisschen mehr von unserem Weihnachten feiern und dann von was ein Darbsamt ist, was er tät, was ein Schulden oder ein Schuldenbad ist und wo Dinge in einem Darb in Mexiko getan worden, als wir da in den 1930er Jahren, 1940er Jahren abwassen. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.